Ja, Freunde, da geht es auch schon wieder weiter zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Und wie ich gehört habe, wollen wir uns heute 3 neue Pokémon holen, wa? Und sogar 3 legendäre Pokémon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, aber erst einmal, wir sind hier unterwegs, nicht unbedingt, was Dinger betrifft, wir suchen nach dem Jeans, da eigentlich schon war, aber nicht mehr nach dem Trio. Und jetzt sind es hier 4 mittlerweile. Da hat er noch einen vierten Jean eingebaut, ihr glaubt es nicht. Soweit ich weiß, müsste irgendwie da beim Purboden Meer rumlungern. Gehen direkt mal hin und gucken, was da so abgeht. Einen totalen Heslon, wie ich finde, in der Pokémon-Welt. Warum die Jeans erst mal hier einbauen, warum erweitern meinen Jean? Macht für mich persönlich überhaupt keinen Sinn. Jean und Sinn. Ganz gut, dass ich irgendwie dran vorbeifliege. Natürlich überall wieder irgendwelche Elite-Pokémon sind. Ah, da vorne ist er. Na toll. Hä? Ist irgendwelche Liebestornados oder was? Naja, dürfen mal. Ich gehe mal stark davon aus, dass er irgendwie vom Typ Fee Flug ist. Oh. Entdeckt. Aua, okay. Was jetzt Saimu oder was ein anderes Pokémon? Waschagwil schleust sich heute ein bisschen seltsam. Ah, Mist. Das ist natürlich auch ein saudoofes Areal. Nein, Waschagwil, ich will doch nur, dass... Alter, die Steuerung hier mit Waschagwil. Einfach nur umdrehen, Waschagwil. Nicht in die andere Richtung fliegen, einfach nur umdrehen und stehen bleiben. Ne? Da wäre ganz flott von dir. Oder auch nicht. Ich kann sagen, vielleicht hier einen anderen Ding nehmen, aber ich weiß es nicht. Die Strategie, die ich eigentlich bei den anderen 3 Jeans hatte, war soweit eigentlich schon gut, weil es hätte funktioniert bei den 3. Aber der, wie ist das schon, der Kubido oder so irgendetwas? Vor allem die Jeans waren eigentlich Naturgewalten. Was hat eigentlich so ein Liebes-Jean mit Natur zu tun? Ah, ich wünsche, ich könnte von Waschagwil aus einen Pokéball schmeißen. So... Warte mal. Dann kommt er zurück! Okay, weil dann gerade vielleicht irgendwie so über den Felsen. Geht vielleicht einfacher. Also das vielleicht ausnutzen könnte. So, das war jetzt 2 Mal, wo ich den Shield gekillt habe. Ich will ganz kurz abwarten. Ah, ist das ein Elite-Pokémon, super. Oh, okay. Ich wollte gerade wieder losliegen und plötzlich hat es noch funktioniert. Kubidos. Also. Er ist natürlich ein Fee-Pokémon. Lucario vorne drin zu haben. Ja. Ja, Patronenhieb. Ich guck mal, ich hoffe, wir killen gerade nicht. Ja, Alter. Junge. Hab keine Angst.
So, schauen wir von hinten an und schmeißen einen Tonnenball. Was soll er sonst tun? Könnte nur switchen auf. Wir nehmen jetzt aber zum Einschläfern. Ist egal, hat der funktioniert. Und weg hier. Okay, Schwein gehabt. Ich dachte gerade, der wird noch irgendwie verfolgt von einem Pokémon oder so. Kubidos haben wir gefangen. Frühlingsorkan gesehen. Ja, warte mal. Nein, Pokédex ist ein Tag von Kubidos. Oh, das Spiel, ich hasse alles. Ah, jetzt muss ich Kubidos noch mitnehmen. Okay. Okay, gut. Erstmal kurz ausruhen. Dann switch ich mal eben ein Pokémon. Was? Nein, ich hol die Truhe. Weil ich ja noch ein paar Items dabei habe, die ich gar nicht mehr brauche. Bei Epi-Bonbons eigentlich immer noch ein bisschen cool wären, theoretisch. Aber wir sind jetzt im Abschlussspurt, Freunde, vom Spiel. Lustigerweise, wenn ich den Zeitpunkt jetzt hier aufnehme und die Folge dazu kommt, glaube ich, auch direkt am Tag darauf, also insofern eine relativ frische Folge, bin ich gerade privat auch im Schlussspurt gerade bei Pokémon Karmesin und Purpur, oder Scarlet und Violet, je nachdem. Und habe dort ja, ähnliche Probleme, aber aus anderen Gründen, sag ich jetzt mal. Also weil ich dort ein bisschen Zeitdruck habe. Ich sag nur, scheiß Glurak-Event, hey. So. Also nicht scheiße, weil es stattfindet, sondern scheiße wegen Timing. So, Kubidos, gefangen. Sehr gut. Ich nehme mal an, der Pokédex-Eintrag ist noch ziemlich im Arsch. Ja, 4 ist nicht gerade der Bringer. Tempo, Frühlingsorkan kriegen wir hin. Alter, ist das Vieh hässlich. Ich meine, es gab ja auch in dem Spiel viele Weiterentwicklungen von älteren Pokémon. Auch neue Regionalformen, wie zum Beispiel auch von Voltoball oder Sneebel, um ein paar Beispiele zu nennen. Und eben noch Weiterentwicklungen wie Ursaluna und so. Und klar, man kann, oder Axantor, aber ganz ehrlich, das sind irgendwie Pokémon, wo ich das Gefühl habe, yo, die sind cool, die bringen's. Also die meisten zumindest davon. Da die Regionalformen, Tonupto eine coole Form bekommen. Gut, das sieht ein bisschen seltsam aus, aber ansonsten coole Form. Also, reingucken, sage ich jetzt mal. Er sieht nicht komisch aus und er guckt einfach komisch rein. So. Admurai auch cool natürlich. Hier, Silvaro sieht zwar cool aus, aber der Typus ist halt ein bisschen so. Schon wieder. Das ist natürlich auch ein bisschen nervig dann. So, Kubidos im Team. Also, sag dich mal, du hast Lohn. Ja, also der Retto kann nichts dafür. Ja, ich weiß, ich beschwere mich bei den Entwicklern. So. Also. Ich könnte natürlich nochmal die Folge skippen und so und sagen, ey, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da gemacht habe. Aber ganz ehrlich, es ist nur ein Pokémon, das müsste relativ fix gehen. So sieht er aus, okay. Gut. Ich glaube, jetzt mache ich mal nur Frühlingsorkan ohne Tempo und mache nach Tempo separat nochmal. Ich habe auf diesen Spezialorkan jetzt nicht zu viele APs drauf. Irgendwie so ein AP-Top oder so habe ich hier noch nicht gesehen im Spiel, deswegen wird daraus wohl nix. Huch! Nicht Georock? Aber was bist du denn hier? Aua! Dann ist dieser random Elite-Pokémon sein. Naja, Elite geben uns noch schöne Punkte. Dann haben wir noch den. Hypo. Oh, natürlich. Weil immer umfallen muss, ey. So, war der für ein Devil? 46 kriege ich auch hin. Und Frühlingsorkan. Bin gespannt, wie die. Oh, da ist was aus. Wie die Tierform aussieht von Kubidos. Also, meine, wie die auch eine Tierform haben, ne? Haben ja eigentlich alle von denen.
Was auch schon mal bestätigen kann, Leute, ist, dass wir jetzt alle Pokémon, die es auch hier im Pokémon Legenden Arceus zum ersten Mal gibt, wie zum Beispiel auch Kubidos und so, ist natürlich klar, die kann man Pokémon Homo übertragen und so, das sowieso, aber man wird sie auch in Scarlet Violet wiedersehen, was irgendwie auch logisch war, weil sonst hätten die irgendwie gar keinen richtigen Nutzen im Competitive Game und so. Bin ja nur gespannt, wie es denn dort sein wird. Ist denn das jetzt irgendwie die Pokédex-Einträge auch irgendwie damit ähnlich wie bei Schwert und Schild über neue DLCs geben und dass dadurch halt der Pokédex, der Ingame-Dex halt erweitert wird. Wir können gespannt sein. Es gibt hier ein paar Pokémon, wie zum Beispiel, als ich gerade erwähnt habe, Glurak, was ja ein Karmesin Purpur auch wieder gibt, aber halt keinen Pokédex-Eintrag hat, weil, ja, was einfach so ist. Es gehört halt nicht zum dortigen Pokédex. Es ist halt irgendwie auch, ja, ist halt immer so eine Sache, weil natürlich auch solche, die sich irgendwie dann natürlich auch zurecht hoffen, wegen, hey, vielleicht kann man alle Pokémon haben und so. Bei bereits über 1000 Pokémon finde ich das ein bisschen schwierig. Muss ich ganz ehrlich zugeben, mir ist ja wichtiger, dass wir halt auch mal, vor allem jetzt, dass ja auch ein Spiel auf der Switch ist, Legenden Arceus wie die Let's Go-Titel, wobei Let's Go zählt nicht unbedingt dazu, oder wie Schwert und Schild auch, dass wir halt auch mal alle Pokémon da zusammenkriegen. Dass man so, zum Beispiel sagt, hey, also gut, wir haben natürlich noch strahlende Diamant, leuchtende Perle, ist klar. Aber auch dort zum Beispiel, dass man irgendwie ist, ja, wobei kann man halt kompetitiv, ja, wobei geht irgendwie, ja, geht schon. Dass man zum Beispiel echt sagt, hey, strahlende Diamant, leuchtende Perle, an die Pokémon der ersten 4 Generationen, dann irgendwie ein Teil der 5. Generation Pokémon sind in Schwert und Schild, der andere Teil ist dann wiederum in Scarlet Violet, sowas in der Art halt. Fände ich persönlich ganz cool. So, Level 10, perfekt. Fortsetzen, weil ich will Kubidos gerne ablegen. Mir behagt das Vieh nicht. Obwohl, ganz ehrlich, wir nehmen sie wieder mit, weil wir brauchen sie sowieso wieder. Fällt mir gerade auf. Jetzt habe ich gerade durcheinander mit den... Ne, warte mal, du warst hier unten, war. Da wir ziemlich sicher, behaupte ich jetzt mal, von der guten Kokita noch ein Ding bekommen, den Spiegel, um halt die Jeans in ihren Formen zu switchen. Also glaube ich, wenn ich jetzt mal die 4 Jeans mitnehme. Plus finde ich ja auch, dass eigentlich ursprünglich war der Meteros eigentlich sowas wie der Anführer, mehr oder weniger, weil er irgendwie auch der stärkste so war. Aber keine Ahnung, wie das jetzt aussehen würde. Ja, wir sind noch der Anführer, aber. Naja, also Fehlflug, Bodenflug, Elektroflug und Burios einfach nur Flug. Oder Flugflug. Das ist eigentlich immer geil, so wegen. Ich sag mal, ein Pokémon, was zwar zu einem Trio gehört, aber trotzdem ein bisschen aus der Reihe tanzt. Kann man ja machen. So. Jetzt auch zurückkehren, bitte. Dann müssen wir von da aus wieder zur alten, zur guten Kogita und dann haben wir's. Dann ist zwar tatsächlich die Frage, ob ich die Folge damit auch schon beenden soll, wobei, ganz ehrlich... Dann hätte ich eigentlich auch die letzte Folge ein bisschen länger, wobei die war allgemein schon lang genug. Und wirklich alle Jeans in eine Folge reinklatschen können. Aber ich glaube, wir machen noch ein legendäres Pokémon, weil ich will ja sowieso, wir haben noch die Mana-Vieh-Quest, Freunde. Da können wir vorstellen, dass die vielleicht ein bisschen... Ja, auch so lange jetzt dauert wie das jetzt hier mit Kubidos. Und dann können wir das vielleicht mit Darkrai zusammen kombinieren. Dann macht Darkrai jetzt im Schwarm von der ersten Folge Shamin auf. Egal. Fürs Erste, ja. Schließlich wirst auch du nicht für immer noch den Lebenden weilen. Wir können ja Zeit reisen, insofern. Hier, nimm diesen Wahrspiegel.
Den Warspiegel. Yes, man. Basis-Item. Am Himmel 2 Gottheiten über Hisui kreisen. Die eine, Boot des Frühlings wird genannt, die andere als Herr des Ackerbaus ist bekannt. Herr des Ackerbaus ist Boreos gemeint? Dankeschön. So. Dann kommen wir raus, ihr Jeans. Okay, merk schon, Boreos ist ein bisschen schüchtern. Ja, die drei super sind sich auch ähnlich und der tanzt einfach aus der Reihe. So, was sicher nicht funktioniert, ist, dass er direkt hier die Form switchen, oder? Wird er wieder rumgemacht mit, geht nicht. Ja, war klar. So. Wie sieht das denn aus? So. Demeteros, ja, den kennen wir so. War, glaube ich, auch in Schwert und Schild sehr beliebt zu spielen. Mit Jeans allgemein waren dort sehr beliebt zu spielen. Das stimmt, den gab es dort auch. Ja, der Erde verbunden, Luft verbunden logischerweise, ja, donnermäßig und so. Was bist du jetzt? Der Meißenbär oder was? Alter. Ja gut. Muss ich nicht verstehen, ist aber so. Das sind also die Chins, Freunde. Die Chins. Okay. Und das soweit auch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie jetzt mit dem Pokédex noch was zu tun hat. Da kann ja die letzte Nummer, war ich gerade. Huch. Sag mal. Ja, ein Wechsel wieder. Stimmt, ist ja Tiergeistform, Entschuldigung. Tiergeistform, Inkarnationsform. Ja, das ist die Inkarnationsform, das andere ist die Tiergeistform, okay. Ich lasse mal bei ihrem normalen Aussehen, sag ich jetzt mal. Also, legendärer Pokémon. Hier ist der Arceus, kommt erst ganz zum Schluss. Hier haben wir Manaphy, Manaphy und Phione. Beziehungsweise hier Phione, hier Manaphy. Würde mal gerne für die nächste Folge aufsparen, zusammen mit Shaymin, denke ich jetzt mal. Das heißt, wir holen uns jetzt Darkrai. Das heißt, ich muss sowieso zurück. Mal ganz kurz gucken, wo man Darkrai finden konnte. Ich meine, die können natürlich jetzt auch kürzere Folgen machen. Nicht unbedingt in ihrem Pokémon eine eigene Folge schenken, aber ich weiß nicht. Ey. Ich glaube jetzt in dem Sinne auch ein bisschen übertrieben. Warte mal. Wo zum Henker? Das wäre der Pokémon. Die Kletterklippe. Die haben nicht hier in Jubeldorf, oder? Bin mir stark gewundert. Mann, die Kletterklippe schon wieder.
Ah ja, macht durchaus Sinn, wa? So. Dann die Monsters, genau. Ich penne mal bis nachts. So, sicherheitshalber ganz kurz speichern, weil ich wieder irgendwas falsch gemacht habe. Zum Schwächen würde, glaube ich, Demeteros nehmen oder was sonst an der Jinx. Wo ist es da? Der Boden der Dunkelheit, Darkrai. Und nun? Huch. Ach, so einfach geht das. Ist auch Level 70 interessant. Machen wir doch mal einen Donnerorkan. Was? Ernsthaft, ich habe ihn überrumpelt und du fehlst einfach. Alter Schwede. Ein Knirscher hinterher. Ja, Power hat der. Dann setze ich jetzt auch mal Kubidos ein, weil ist ja Fee. So, und Daka denkt sich jetzt auch noch von wegen, oh, das Vieh heißt Loch. Und geht jetzt freiwillig in den Pokéball rein. Unglaublich. Wollen wir mal auf den Heimweg, wa? Wenn ihr vergessen, was du getan hast. Bye, bye. Ein tiefschwarzer Albtraum. Yes, Mann. Und wir haben Darkrai gefangen, Freunde. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich will mal sagen, alle heilen und dann... Ich kann eigentlich schon mal eine erste Quest aktivieren. Erst verehrte Pokémon machen wir später. Geisellichter im Dunkeln der Nacht. Oh Gott, da ist auch noch seine Dankbarkeit, genau. Also eben, Chemie würde ich gerne machen. Ich bereite mich aber für die nächste Folge erstmal auf Manaphy und Phione vor. Legenden des Meeres. Nächsten legendärer Pokémon für uns. Weil mein Manaphy muss ein bisschen schon vorbereiten. Das macht durchaus Sinn, Freunde. Wenn wir dort dann ohne Probleme durchrushen können. Oder was heißt durchrushen? Oder mehr oder weniger zumindest durchrushen können. Aber eben, wie gesagt, es ist so, dass die ganz legendären Pokémon hier unten, das heißt eben natürlich auch Darkrai, Shaymin, Manaphy, Phione, die sind nicht notwendig, um Arceus zu fangen. Also Arceus würde auch auftauchen, wenn ich jetzt die ersten 37 Pokémon gefangen hätte. Dann mache ich es einfach nur, damit wir halt nachher mit dem Fang von Arceus und Battle gegen Arceus halt das Spiel beenden können. Das Let's Play vor allem. Ja, Problem muss es nicht sein, also. Zum Glück nicht. Ich will ins Dorf zurückkehren. Also, Manaphy,
Fione und Jimmy fürs nächste Mal. Beim nächsten Mal dann vermutlich die Kognito, weil das geht, glaube ich, schneller, als wenn ich mich um Kripuk kümmere, sprich die Quests um die Geisterlichter. Ich glaube, das macht so mehr Sinn. Tja, Freunde, da ist er. Der Albtraum. Darkrai. Ja, du bist wirklich ein Albtraum, ey. Oh Mann, oh Mann. So, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Pokémon Legend Arceus. Die nächste Folge könnte sich ein bisschen verzögern, da ich, wie gesagt, das jetzt alles auch ein bisschen vorbereiten muss. Also erstmal, also ich glaube, ein paar mit Manaphy, Fione und Shaymin könnte relativ schnell gehen, außer ich bräuchte jetzt für Manaphy, Fione noch irgendwas speziell, was ich noch gar nicht habe. Das könnte theoretisch sein. Nachher dann vor allem die Folge, wo es darum geht, die Kognito zu sammeln. Das halt auch offscreen vorbereiten, nachher zusammenschneiden vermutlich, vielleicht auch nicht. Aber das mit Kripuk, mit den Geisterlichter, den Part muss ich sicher zusammenschneiden, das wird auch wieder ja, nervig halt sein, weil ich halt nicht genau weiß, wo habe ich schon alle gesammelt und wo nicht. Bei den Kognito ist es ein bisschen einfacher, weil ich kann ja auch sagen, hey, ich habe den Buchstaben und den Buchstaben. Bei Geisterlichtern, die sind leider nicht nummeriert, dort ist es leider nicht so einfach. Jo, aber kriegen wir hin, wie immer natürlich. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, wie bereits erwähnt, und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.